will ganz kurz, ich habe das letztes Jahr schon gemacht, ich will auf den deutschen ESC-Song reagieren, okay? ESC Germany 2025. Ich habe letztes Jahr schon reagiert, ich will dieses Jahr reagieren. Ich habe natürlich die Clips auf TikTok gesehen, aber ich will mal den ganzen Song hören. Ich habe natürlich mit den beiden Pauls auch einen ESC-Song gemacht, wir haben uns beworben. Wir wurden von Stefan Raab nicht genommen, aber ich will mal den ganzen Song hören. Ich habe schon so ein bisschen eine Meinung zum Song, aber ich sag mal so, Chat, schwer. Okay. Abor und Tina mit Baller. Also erstmal, wir haben uns ja beworben für den ESC, ne? Mit dem Song, den wir gemacht haben. Ich glaube, ich kann den noch nicht leaken, sonst sind die beiden Pauls sauer. Ich finde, niemand hat diese Show mitbekommen. Also Stefan Raab hat die jungen Leute null gecatcht. Ist so meine Meinung. Ich habe keine Clips auf TikTok gesehen von dieser Show, außer halt vom Gewinnersong. Raab hat wirklich so ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen. Okay, Geige, okay. Krasser Haaransatz. Ich spiele in der Ballalalala League. Mann, das wirkt jetzt so scheiße, wenn ich das so hate. Also erstmal, ich hate das nicht. Nicht, weil Stefan Raab uns nicht genommen hat. Aber ich sag nachher, wir hören zuerst ein bisschen. Ist ein Cello, okay. Boah, wie die alten Leute abgehen. Ist das live gesungen? Wie bei CSI. Hast Baby tut mir leid gesagt zum ersten Mal. Hätt wissen sollen, dass das Ende von uns war. Du setzt einen Punkt nach dem Satz, als hättest du mich nie bekommen. Also wechsel mich mal fest und kauf mir neues Gefallen. Ich krieg wieder diesen Traum, ich will den Weltuntergang. Okay. Ich glaub, das war's. I shoot for the stars. Ich Okay, ich gebe euch jetzt meinen Take dazu, Chat. Ihr müsst sagen, ob ihr mir zustimmt oder nicht. Mein Vibe bei dem Ganzen ist, Stefan Raab hat ja obviously die Songs vorher so ausgesucht und so. Ich kenne jetzt die anderen Songs nicht. Aber mein Vibe ist, ich habe den Clip von Papa Platte gesehen. Ich bin auch der Meinung, dass Stefan Raab ultra nicht mehr an der Zahn der Zeit ist. Ich finde den Song nicht so scheiße, aber die Live-Performance scheißt halt rein. Ja, finde ich, kann man drüber diskutieren. Ich finde, die Live-Performance muss nicht mal so geisteskrank krass sein beim ESC. Je nachdem, welcher Song das ist. Ich würde jetzt sagen, Josts Performance vom Gesanglichen her war jetzt auch nicht so wie die Aufnahme, ne? Aber mein Take ist, ich glaube, Stefan Raab ist nicht mehr so an der Zahn der Zeit, denkt sich aber, oh, okay, dieser Chiago funktioniert, okay, wir müssen irgendwas mit so ein bisschen Techno-Bass nehmen, dieses Elektronische, was gerade funktioniert. Und deshalb gewinnt so ein Song, ist mein Vibe, was aber ultra am Ziel vorbeigeschossen ist, weil ich finde, dass diese Art von Musik in Deutschland schon lange nicht durch ist, aber die ist schon etabliert und es ist nicht mehr neu. Also ich kann mir vorstellen, für so einen Stefan Raab oder für die älteren Leute ist das so, boah, okay, neue Musik, oder wenn es halt auch Zuschauervoting ist, für die ist es so, boah, neue Musik, elektronisch, krass. Aber für die jungen Leute ist es, no joke, es klingt ein bisschen hart, aber das klingt halt wirklich so, wie so ein Chiago-Song oder man sitzt im Studio und denkt sich, boah, okay, wir müssen irgendwas machen wie so Chiago, wie so Ikimel, so mit diesem Bass und so, wir brauchen so diese Art von Musik, weil das ist gerade in. So wirkt das für mich. Und das kommt vielleicht bei den älteren Leuten geil an, wieso auch immer, oder bei einem Stefan Raab, weil die halt die jungen Sachen nicht so krass mitbekommen. Das ist mein Take dazu. Und ich finde den Song nicht so geil. Wenn man in diese Richtung geht, ist er zu wenig crazy. Ich sag so, wenn du in diese Richtung gehst, musst du so Jos Kleindumm gehen. Checkt ihr, wie ich meine? Aber kann auch sein, dass mein Take komplett scheiße ist, aber das ist so meine Meinung dazu. Wir haben noch 5 Minuten das Studio-A-Moment. Wir haben noch 5 Minuten Studio-A-Moment. Wir müssen was machen wie Chiago-A-Moment. Ja, Jos Klein ist komplett anders, ich check schon, aber für mich geht's schon so. Checkt ihr den Vibe, wenn ich sag, man ist im Studio und denkt sich so, okay, das ist jetzt in bei den Jungen, wir müssen sowas machen. Und wenn du sowas machst, finde ich, musst du drüber gehen beim ESC. Weil ich sag immer wieder, ich bin der ESC-Profi, ich sag, der ESC ist ein Laufsteg für Musik, wie ein Laufsteg in der Mode. Und Mode ist krass, die dort läuft, die ist drüber, die ist experimentell und das ist für mich der ESC. Das muss entweder komplett dumm sein, komplett neu oder gesanglich wie Nemo so geisteskrank speziell krass, ist mein Take
zum ESC. Versteht ihr? Expertenmeinung hier. Was mich nicht killt, macht mich nur schicker. Würdest du für mich immer noch eine Kugel fahren? Weil deine Waffe ist jetzt in meiner Hand. Ich sitz einen Punkt auf deinem Platz, als hätte ich dich nie gekannt. Ich sag, ESC musst du polarisieren. Du musst irgendwie polarisieren. Ich komme jetzt rüber wie so ein ESC-Profi. Ja, so Digga. Aber ich sag ganz ehrlich, seit letztem Jahr, ich bin tief drin. Wir haben für unseren Song viel analysiert, viel gemacht. Mann, ich würde den Song... Ich zeig vielleicht nachher ein ganz kleines Snippet vom Songchat. Aha. Ich sag, sie fühlt es auch nicht zu 100%, oder Chat? Ich finde, man merkt auf der Bühne, wenn jemand das wirklich fühlt. Also auf mich wirkt es nicht so, als würde sie auf der Bühne stehen und sich so denken, ja Mann, Digga, ich mache hier gerade was richtig Geiles, wenn ich sie so angucke. Sie steht jetzt nicht auf der Bühne und ich würde so sagen, Digga, die findet das gerade richtig geil, was sie macht. Ja, das ist platziert, alles platziert. Fühlst du alle deine Songs? Nee. Also ich will mich auch nicht als Musiker zählen. Wenn ich Musik mache, dann so aus Spaß, so auf dumm. Bingo Masi, was geht ab? Moin moin. Okay, jetzt, was kommt jetzt? Oh. Nein. Das fühlt sie gar nicht. Sie fühlt's nicht. Digga. Adi ist einfach salty, nicht weitergekommen zu sein. Ey, ich sag's euch jetzt, wie es ist, Chat, okay? Ich sag's euch, wie es ist. Wir haben den Song geschrieben für die Bühne. Der ist dumm. Der ist ultra dumm auf einer Bühne. Wir hatten Trimax als Schlagzeuger. Wir hatten Sascha als Gitarrist. Wir hätten eine Band gemacht von Influencern, die dort auf der Bühne gewesen wären. Das wäre das Dümmste gewesen, was ihr jemals gesehen hättet. Und es ist nicht zustande gekommen. Und ich sag, meine Meinung ist, Stefan Raab ist nicht mehr am Zahn der Zeit. Wie Kevin sagen würde, er muss die Tüten in die Fritten packen. Ich bin nicht traurig, aber ich sag schon ehrlich, man hätte dem Ganzen eine Chance geben können, weil ich auch den Song von Schweden gesehen habe. Und ich glaube, viele von euch haben den Song von Schweden gesehen und der ist halt so, geht so komplett in die Richtung, was wir gemacht haben. Ja, Ja, mal gucken, Digga. Also ich sag, gewinnen wir da auf keinen Fall. Aber kann auch sein, dass der Song bei den älteren Leuten gut ankommt. Ich zeige euch jetzt einen kleinen Leak von unserem ESC-Song. Ich mag's. Es hat halt einen Teil drin, den kann ich noch nicht zeigen. Und er ist, also ihr müsst wissen, der ist wirklich für die Bühne gemacht und zu dreht dumm. Für das ist er gemacht. Warte, wieso sehe ich das nicht? Kleines Snippet vom ESC-Song. Er kommt raus und ihr bekommt das Preview. Auf der Bühne, auf der Bühne. Jeder will nach Sternen greifen, immer mehr erreichen. Doch hey, heute ist mir der Himmel zu weit. Menschen bauen Ballraketen, um dann auf dem Mars zu leben. Doch hey, heute ist mir der Himmel zu weit. Ich kann mal zeigen. Zum Glücklichsein. Und schau in deinen Kühlschrank rein. All we need is love. Okay, gut, das war's. Oh, ich habe viel gezeigt. Wie viel habe ich gezeigt? Eine Minute? Oh mein Gott, Paul, wenn du mich schlagen, Digga! Ihr müsst euch vorstellen, Bühne, 80 Jahre Outfits, wir haben alles nur für diese eine Show gemacht. Platz 1 beim ESC Safe. Nee, nie. Wir hätten nie gewonnen, nie im Leben. Aber ich sag, wir hätten bei der Ausscheidungsshow, einfach alles auf Bühnenshow gesetzt. Findet ihr geil? Banger. Der Song hat 80er Jahre Vibes. Vibe ist da. W. Oh mein Gott, wie geil, neuer Banger. Ich find's geil, Digga. Ich find's geil. Aber ja, schade.